Für sie Wirklichkeit. Vielen Dank. Mit der Ruhe ist es vorbei, als einer der Männer aufsteht. Auch die Kabardiner sind als Volk diskriminiert worden. Und der Mann will mal seine Meinung über die heutige Politik sagen. Die eigenen Leute, die Korruption, das kennst du doch. Der Anführer hat mich darum gebeten, das so nicht zu verwenden. Die Ansichten des Mannes über Diskriminierung sind sehr deutlich. Er wird geradezu fanatisch. Das wird auch uns zu viel. Ich will nicht wegen eines Fanatikers meinen Kopf verlieren. Außerdem habe ich es dem Anführer versprochen. Denk an dein Pferd. Ja, mein Pferd. Also schneidet das raus. Ich habe es ja sowieso schon versprochen. Danke. Ich habe wunderbare Momente mit den Kabardinern gehabt. Aber nach allem, was ich gehört und gesehen habe, habe ich gemischte Gefühle. Einerseits gibt es diese unglaublich großzügige Gastfreundschaft. Andererseits muss ich über die schwierige Geschichte Tscherkessiens nachdenken. Die Vergangenheit der Kaukasusvölker ist voller Kriege. Und Traditionsbewusstsein ist ja schön und gut, kann aber auch schnell in Fanatismus umschlagen. Mir fällt wieder eine Geschichte der Pferdezüchter ein. Einer der Männer erklärte, warum ihre Lieder so wichtig für sie sind.